Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. So, jetzt würde ich sagen, machen wir den ganzen Spaß doch noch einmal. Und ich hoffe doch sehr, dass das Ganze uns jetzt was bringt. Und der Silberdrache gegen uns kämpfen wird. Adrian ein bisschen weiter noch hin. Korkan, du bleibst auf jeden Fall hier und Adrian sprecht der Mund hier. Kehrt zurück, ihr seid dumm. Trotz der perfekten Illusion habt ihr die ganze Stadt gegen euch aufgebracht. Es kann nichts mehr getan werden. Ich bin weiter EU-fähig zu handeln und ihr habt nichts weiter als ein Gemetzel vor euch. Das ist entmutigend, aber es kann nichts mehr getan werden. Geht. Okay, dass ich die Eier hier in Sichtweite abgelegt habe, ist für sie uninteressant. Was steht jetzt hier? Adalon kann mir nun nicht mehr helfen, da sich die Stadt der Drow gegen mich gewendet hat. Die Drow sind immer noch im Besitz ihrer Eier, also kann sie nicht handeln. Meine einzige Wahl besteht darin, mich ein nur schwer zu gewinnendes Gemetzel zu stürzen. Quatsch, ich habe hier alles, ich habe hier schon alle abgeschlachtet. Bla 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 bla, immer noch dasselbe. Na gut, dann eröffne ich halt einfach so den Kampf, dann sind wir doch mal so frei. Adalon? Ja, uff. Okay. So. Dann vergift man doch nochmal unser Klinge. Und jetzt gib ihr. Aber nicht mit der Waffe, sondern mit dem Drachentöter. Stimmt, den haben wir ja auch noch parat. Der Drachenodem +4 wäre natürlich auch geil, die Waffe. Aber der bringt uns leider nichts. Der Drachenbann +3 bringt uns nur erheblich mehr, würde ich sagen. Deswegen wähle ich den mal aus. Das sieht soweit alles in Ordnung aus. Na gut, dann wollen wir doch mal. Abdel Adrian, eröffne doch mal den Kampf, bitte. Zusammen mit Korkan. Ich habe die gute Frau zwar nicht hinterhältig attackieren können, habe ihr aber 8 Schadenspunkte gerissen und sie hat 2-mal Gift abgekriegt. Das ist auch sehr cool. Okay, jetzt, okay, das ist Nimi. Na gut, dann allesamt auf Adalon. Und was darf es jetzt sein? Edwin, mach nochmal einmal Furchtbann auf uns alle. Mit eurem Angriff auf den Drachen verblasst die Illusion, die euch das Aussehen von Drow gegeben hat. Egal, das brauchen wir nicht mehr. Na gut, dann als erste Amtshandlung, das ist aber eine geile Spezialmusik. Da machen wir auf jeden Fall Kelpens parierende Peitsche, damit alle Zauberschutz von ihr weggeht. Ups, Edwin ist schon tot. Heidewitzka. Oh, sie macht Anna auf Eis. Okay. Und sie kreischt ziemlich arg, muss ich sagen. Okay, das Zepter können wir wieder reinpacken. Wir könnten Edwin wieder auferstehen lassen. Gut, Edwin geht zu deinem Kruscht. Oh, fuck. Das war nicht gut. Das war nicht so besonders gut. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Aber ich weiß auf jeden Fall Bescheid, dass sie Ich hoffe, das bringt. Eis jetzt wirkt. Da war ich mir nicht mehr so ganz sicher, was Silberdrache für Element wirken. Deswegen sollten wir nochmal Vorkehrungen treffen. Ich kümmere mich drum. Wir machen Folgendes. Abdel Adrian bleibt mal ganz hinter. Der zieht den Piwaf-Umhang jetzt an. So. Die Drache-Eier sind irrelevant. Korkan legt auch nochmal das Ding bitte an, weil das bringt schon was im Kampf, denke ich. Dann den brauchen wir auf jeden Fall. Der hierbei. Edwin ist soweit in Ordnung. Ja. Dann hätte ich erstmal ganz gern auf uns alle hier Furchtbann gewirkt. Ein Schild kann auch nicht schaden. Segen auf Allah. Eine Stärkung auf Korkan mal wieder. Ein Panzer wirkt mal auf dich wieder.
Rüstung des Glaubens. Nochmal Rüstung des Glaubens. Edwin, mach doch noch bitte einen Schutz vor magischer Energie. Auf Abdel Adrian. Und auf dich selber eine Kugel der Unverwundbarkeit. Und sowie Schutz vor Energie. Das kann auch nicht schaden auf Anomen. Nein, scheiße. Der ist ja gegen das allermeiste immun, habe ich schon vergessen. Na egal. Okay, dann machen wir noch Zauber zurückwerfen. Und Korgan. Ich würde sagen, du eröffnest den Kampf. Abdel Adrian, mach nochmal Gift auf die Waffe drauf. Korgan eröffnet den Kampf. Sag mir, was zu tun ist. Allesamt drauf. Ich warte. Edwin weiter noch hin. So. Gut, dann könnten wir noch Kelbens parierende Peitsche auf Adalon wirken. Oh, scheiße. Edwin ist vollkommen hinüber. Das ist nicht gut. Ich habe den Kampf gegen den Silberdrache gar nicht so schwer in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mann, oh Meter. Ich hoffe, das bringt. So, jetzt machen wir die Schutzzauber nochmal richtig und machen ohne unseren Quicksave. Meine Fresse, ich habe den Kampf echt nicht so schwierig in Erinnerung gehabt. Ansonsten Ich kümmere mich. ging auch noch was anderes. Ich könnte mich auch noch in eine Schlechter verwandeln. Das wäre auch noch so eine interessante Idee. Von daher, zack. Das wird nochmal gespeichert hier. Ja? Edwin. Auf dich. Vikonia hier. Du eine Stärkung. Eine Rüstung des Glaubens. Eine Rüstung des Glaubens. Ein Panzer. Ein Belästigt jemand anderes. Spiegelbild vielleicht noch. Ja? Abdel Adrian wird zum Schlechter. Sagt mir, was zu tun ist. In den Tiefen eures Wesens rührt sich ein durchaus vertrautes Böses, das mit Macht die Dunkelheit verlassen will. Es bietet Macht, aber für einen Preis. Nehmt ihr das Angebot an und opfert einen Teil eures Selbst? Ja, ich will mich in eine Schlechter verwandeln. Uiuiui, sogar um 2 verschlechtert. Boah, scheiße. Jetzt sind wir unbeliebt auf 5. Dafür haben wir 25 Stärke und Geschicklichkeit und 20 Charisma. Ist schon geschehen. Okay, wir probieren es folgendermaßen. Wir probieren es nochmal. Korgan, nimm doch nochmal nicht die, sondern die helle Barte in die Hand. Und dann attackieren wir zusammen diese Kreatur wieder. Außer Edwin, der macht Zauber durch Magie durchdringen erstmal. So. Weil als Schlechter ist es erheblich einfacher. Edwin, oh Gott, renn. Meinetwegen. Gut, das war glücklicherweise nicht getroffen. So, alle drauf und Wetter. Aber Edwin, du bleibst weg. So. Na gut, Edwin. Mach doch nochmal was Nettes, zum Beispiel Finger des Todes drauf. Okay. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Bin dabei. Ja, weiter drauf auf die Kreatur. So. Edwin, du solltest schon dringendst weg. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe So. Oh. Das hat auch nicht sonderlich viel gebraucht. Ja, scheiß doch die Wand an. Wie habe ich das dann gemacht? Wie habe ich das dann das erste Mal gemacht gegen den Drache? Weil sich in eine Schlechter verwandeln bringt ja offensichtlich auch nichts. Ja? Noch einmal Schild. Noch einmal Segen auf alle. Stärkung auf Korgan. Ich glaube, ich lasse ihm auch das mal die Axt.
Heiligtum machen wir auch nochmal. Furchtbann machen wir. Wir machen das hier nochmal. Schild. Dann Schutz vor magischer Energie. Ist vielleicht nicht schlecht. Eine Kugel der Unverwundbarkeit, wenn nicht verkehrt. Zauber zurückwerfen ist ganz gut. Wo habe ich ihn dann? Da ist er. Zauber zurückwerfen. Okay. Dann Schutz vor magischer Energie. Das geht an Abdel Adrian. Okay, der Segen ist schon wieder weg. Na gut, dann nochmal voll gepumpt. Jetzt können wir nochmal speichern. Voll gepumpt. Und allesamt wieder auf Adalon drauf. Abdel Adrian, mach doch was mit deiner Waffe, bitte. Nimm den Drachentöter und den Piwafwi-Umhang. Und Edwin, Magie durchdringen auf das Biest. So. Abdel Adrian, attackiert doch nochmal Adalon. Oh, scheiße, Edwin ist wieder tot. Ich stehe euch zu Dienst. Vikonia, heil doch nochmal Edwin ganz. Edwin, renn. Alle anderen geht auf Adalon drauf. Die ist mittlerweile schon verletzt sogar. Weil Edwin, ich kann dich mit deinem Kruscht jetzt ganz gut gebrauchen. Der sollte eigentlich weiter hinne stehen. Aber das Problem ist halt, wenn der Silberdrache sein Odem macht, beziehungsweise die Leute wegstoßt, dann haben wir ein immenses Problem. Weil dann ist nur noch Edwin in Sichtweite und wird dann sofort attackiert. Das heißt, ich könnte jetzt auch nochmal Abidal-Sims abscheuliche Austrocknung auf die Fläche wirken. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, das ganze Zeug nochmal raus. Und bewaffne dich, mein Lieber. Und du könntest jetzt nochmal wirklich sowas wie Abidal-Sims abscheuliche Austrocknung hier wirken. Die kreischt aber ganz schön hier. Okay, schwer verletzt ist er. Alle weiter drauf auf Adalon. Gewitter erleid. Der Erste, der attackiert, sollte nicht du sein, Abdel Adrian. Der Erste, der attackiert, sollte Korgan sein. Deswegen halte ich mal ein bisschen weiter zurück, Kerl. Vikonia ist so gut wie tot. Sie sollte besser gehen. Wo ist Korgan? So steckt er. Okay. Vikonia, weg mit dir. Oh Mann, Ometa. Du, weg. Weg. Okay, Korgan verletzt sie immer noch. Das ist gut. So. Alle drauf. Aber du solltest definitiv noch weiter was drauf wirken. Ich bin stark dafür, dass man nochmal Finger des Todes drauf wirken. Ob die oder Regenbogenstrahlen könnte man auch verwenden. Und. Scheiße, jetzt habe ich selber abgebrochen, ich Idiot. Ich wollte auf Korgan klicken. Scheiße. Nee, der hat gescheite Heiltränke mehr. Mist, das war effektiv ein Zauber verschwendet. Korgan, weiter. Vikonia, heil Korgan auf jeden Fall. Abdel Adrian, also weiter drauf. Schmier nochmal Gift auf die Suppe. Und truffende Wetter. Scheiße. Gut. Ja, Korgan als Erster wieder. Und du... sei doch so gut und wirf noch irgendwas auf die, aber mir hängt kein richtiger Zauber mehr übrig. Scheiße. Boah, leck. Korgan ist so gut wie tot. Und Abdel Adrian ist wieder tot. Fuck. Okay, das war jetzt aber schon relativ erfolgreich. Probieren wir das Ganze noch einmal. Das Problem ist halt, dass wir wenig Heilung parat haben. Abdel Adrian, nimm nochmal die Waffe. Oh, das wird heute richtiges Geraffel, jetzt mal ohne Scheiß. Vikonia, du brauchst das. Dir lassen wir mal die Axt. Ja. Abdel Adrian, du machst wieder Schmierpumps drauf. Das scheint ja auch was zu bringen. Sagt mir, ich Alle, hoffe, das bringt was. alle auf Adalon. Ja? Na, Edwin noch hinne.
Und Edwin Magie durchdringen auf die gute Frau. Ja, die kreischt aber echt wie am Spieß. Okay, sie hat jetzt keinen Feindbildschirm. Ah, doch, Ewe erst. Aber jetzt erst, nachdem sie verletzt ist. Eventuell auch von Vorteil. Man weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Okay, schwarten wir nochmal die Regenbogenstrahle drauf. Fuck. Alle nochmal drauf. Ich vermute nicht, dass... Oh, scheiße. Das war Viconia jetzt. Von der können wir uns auch verabschieden. Ja, der Zauber ist natürlich futsch. Dalsims abscheuliche Austrocknung drauf. Und... Sehr schön. 32 Schadenspunkte hat es verursacht. Anomen schnappt dann nochmal das Zepter. Schnappt er das Zepter und schmeißt den Trank und so Korkan rüber. Ich glaube, der kann es ganz gut gebrauchen. Obwohl, Abdel Adrian kann es sogar noch besser gebrauchen. Okay, na komm schon. So, Abdel Adrian, heil dich mal. Und du holst Viconia wieder zurück ins Leber. So, alle drauf. Edwin bleibt, wo er ist. Und sie geht jetzt erstmal dort hier. Sammeln wieder ihren ganze Crew-Stein, den sie hat. Das geht noch nicht. So. Okay, Peng und Peng. Ne, Quatsch, das war ihren Zweithand-Streitkolber. Okay, perfekt. So. Aber die Spezialkampfmusik ist schon ganz geil. Aber da sieht man einfach mal wieder, was das für ein Mordsgeraffel hier ist gegen den Silberdrache. Hat schon in sich, muss man sagen. Soulsengende Kugel können wir auch noch wirken. Scheiße, den Zauber verschwendet. Drauf und de Wetter außer Edwin. Edwin. Einen Finger des Todes, bitte. Und du könntest trotzdem noch... falscher Sonnenaufgang ist hier ist falsch, aber Feuersturm könnte man auf Adalon wirken. Okay, das waren Nummer 7 Schadenspunkte durch die Finger des Todes. Wir könnten noch... Scheiße, jetzt sind wir keine richtige Zauber mehr parat. Schutz vor Energie könnte man noch auf Abdel Adrian wirken. Okay, dem Tode nah. Sehr schön. Jetzt nochmal alle drauf. Macht nochmal das Letzte, was möglich ist. Und wenn ich nur magische Geschosse auf sie drauf brezel. Oh, Korkan ist so gut wie erledigt. Oh, nein. Abdel Adrian, renn. Lieber Korkan als du. Scheiß doch die Wand an. Korkan, mach sie fertig. Ich hab schon wegen weniger getötet. Oh, lecco mio. Okay, Korkan ist auch tot. Zeigt die Richtung mit dem Schwert. Ich werde angreifen. Ich stehe euch zu Dienst. Viconia, was hast du noch parat? Klingenbarriere vielleicht. Dass man einfach nur in der Nähe stehen muss. Los, Abdel Adrian. Mach was, töte sie! Und... Scheiße. Fuck. Nee. Das sah soweit ganz gut aus, aber zum Schluss... Nee, das war nicht gut. Halte mal den Gaul an. Wir könnten da noch was anderes machen. Wir könnten nach ganz anders an die Sache tragen. Ich hoffe, das bringt was. Und wir machen Folgendes. Wir gehen erstmal hier raus. Ja. Edwin wirkt erst einmal Dalsims abscheuliche Austrocknung. Viconia wirkt den Feuersturm. Und Was darf es jetzt sein? Edwin wirkt noch zusätzlich die flammende Wolke. Sehr schön. Das bringt nämlich ordentlich was, wie es aussieht. Das macht ordentlich Schade hier, der Feuersturm, wirklich.
Okay, dann schauen wir doch einfach mal, wie es aussieht. Lebst du noch? Okay, sie ist verletzt. Sie ist verletzt. Gut, dann machen wir nochmal Magie durchdringen drauf. Ja, Abil? Abdel Adrian, du nimmst nochmal den Drachentöter und dann Piwafwi auf jeden Fall. Und so, Truff und Wetter werde ich sagen, außer Edwin. Edwin macht wie gesagt Magie durchdringen. Okay. Ist schon geschehen. Alle hinterher. Alle nochmal drauf und der Wetter, außer Edwin. Denn Edwin macht Finger des Todes. Wir haben nachher einfach viel zu wenig Heilmöglichkeiten, was auch nochmal so ein Problem ist. Schwer verletzt ist er schon. Okay. Regenbogenstrahlen in der Hoffnung, es funktioniert. Bitte, 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 bitte. Okay, und? Nö, das hat nichts gebracht. Schade. Na gut. Alle Nummer drauf. Korkan. Ja, könnte ich in Raserei verfallen lassen. Das bringt aber auch nicht so besonders viel. Vikonia geht ja mal ein bisschen nach hinten. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass wir gleich wieder zurückgeschleudert werden. Deswegen können wir einmal Soul-sengende Kugel verwenden. Oh fuck, Abdel Adrian ist gerade gebannt. Moment, Edwin zurück. Vikonia, machen wir Soul-sengende Kugel auf Adalon drauf. So. Drauf und der Wetter. Außer natürlich mal wieder Edwin. Der macht was. Ich mache mal tödlicher Nebel auf das Areal. Okay, sie ist mittlerweile wieder schwer verletzt. Schar führt meine Hand. Schar führt hoffentlich auch deinen konzentrierten Heiltrank, den Korkan kriegt. So, jetzt alle wieder drauf. Und Edwin gehen allmählich die Zauber aus, würde ich sagen. Kältekegel wird bei ihr nichts bringen. Wir probieren eine spätzündende Feuerball. On. Sie hat sich geheilt. Na, großartig. Ist wieder schwer verletzt und ihr Odem lähmt auch noch. Na, wunderbar. Wir machen nochmal Magie durchdringen auf die Gute. Alter, zum Schluss gibt die nochmal so richtig Vollgas, habe ich als das Gefühl. Das ist doch scheiße. Noch einmal. Meine Fresse, also wirklich diese heutige Episode beschäftigt sich einfach nur mit der Frage, wie töte ich einen Silberdrachen? Das ist echt heftig. Na gut, dann noch einmal. Feuersturm hat sich bewährt. Das ist ein ziemlich guter Zauber gegen Adalon. Dann machen wir aber trotz allem auch nochmal Abidalzims abscheuliche Austrocknung. Weil der Zauber doch ziemlich gut ist. Oh. Nach, leck mich doch am Sack. Gewittert du na Keidel noch einmal. Okay. So. Ich habe den Silberdrache echt nicht dermaßen mächtig in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe echt gedacht, der wäre schwächer als Klauth. Aber na gut. Dann machen wir als Eröffnung Abidalzims abscheuliche Austrocknung. Machen hinterher den Feuersturm. Warum zieht der nichts ab? Ich kann es irgendwie nicht richtig nachvollziehen. Naja, egal. Komm, wir haaren auch noch andere Fläche Zauber hinterher. Flammende Wolke dürfte auch noch was bringen. Dann machen wir noch tödlicher Nebel hinterher. Aber Feuersturm ist echt ein ziemlich guter Zauber hier, muss ich gestehen. Das bringt auch noch was und Todeswolke ballern wir auch noch hinterher, weil es so schön ist. Und ein spätzündender Feuerball können wir auch noch hinterher. Ich hoffe, der kommt durch. Und... ja, der kommt auch durch. Sehr schön. Mittelschwere Wunden heilen hat sie noch gemacht. Gut.
Wieder mittelschwere Wunden heilen. Und als hinterher. Weil die als Silberdrache dürfte ja gegen Feuer relativ empfindlich sein, was eigentlich an sich schon mal urig ist, dass ein Drache empfindlich gegen Feuer ist. Okay, da hat erstmal nichts abgezogen. Ich hoffe, wir können sie so ausräuchern. Und? Nee, der Feuerball hat auch nichts mehr gebraucht. Was war das nochmal? Das Zepter der Absorption. Sehr gut, mir haben sie geknackt. Edwin hat sie gekillt. Adalon ist ach hinüber. Ach du liebst Herr Gettel, das war jetzt aber auch eine Sache für sich. Lecco mio, 54.000. Und der Feuersturm hat auch ordentlich was mitgespielt bei der Sache. So, was hat sie jetzt in ihrem Hort? 3000 Goldmünze, eine Nachricht und Silberdrachenblut. Die Armbrust, die sie uns sonst gäbe hat, die Hämmer gar nicht anscheinend. Etwas schade, aber na gut. Puh, blödes Vieh. Ich sollte aufhören, Drache direkt zu bekämpfen, sondern wirklich einfach die Feiglingstaktik nehmen. Nachricht. Auf diesem Zettel sind Drow-Runen des Aufbrechens gezeichnet. Ihre mächtige Magie kann die Drow-Siegel an Toren aufbrechen. Das ist genau das, was wir brauchen. Silberdrachenblut. Das ist ein Fläschchen, welches das Blut eines Silberdrachens enthält. Das Blut ist ungewöhnlich schwer und es treiben seltsame Schlieren darin. Die Eier haben wir auch noch gekriegt. Perfekt. Das geht in unseren nimmervolle... Okay, der nimmervolle Beutel ist gar nicht so nimmervoll. Dann... Die brauchen wir auf jeden Fall zum Torknacker. Und jetzt geht's raus aus diesem Höllenschlund. Gewittererlei, das war jetzt echt ein Act, dieses Vieh hier zu knacken. Ich habe Adalon echt nicht mehr so schwer in Erinnerung. Vermutlich, weil ich es auch immer auf diese... Feiglingsmethode gemacht habe, von wegen, ja komm, wir machen sie aus der Distanz einfach platt mit solcher Flächezauber. Bin dabei. Ist definitiv die geschickteste Variante, um so einen Silberdrache zu knacken. So, ihr Eier behalten wir mal. Wer weiß, was wir damit anstellen können. So. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man irgendwas mit einer Silberdrache-Eier jetzt noch anstellen könnte, aber wer weiß... Eventuell in Thron des Baal, eventuell bei Cromwell dem Schmied. Schauen wir da mal. Jetzt müssen wir hier wieder zu der westlichen Tunnel. Was das jetzt auf jeden Fall angeht, du kannst wieder die göttliche Rage nehmen und ich denke, wir können jetzt die Rüstung der Viper anziehen. Weil das scheint ja wohl etwas besser zu sein als dieses Geschenk der Nacht. Das plus 20% im Schatten verstecken, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so sehr. So, dieses Drow-Kettenhemd, das ist jetzt sowieso auch wieder so eine Sache, das wird zerbröseln. Und die Nachricht behalten wir jetzt einmal hier offen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also sorry, wenn es halt echt so ewig gedauert hat. Aber ich habe gedacht, ich bekämpfe Adalon vielleicht einfach mal so, ja, Mann gegen Mann. Aber das war offensichtlich eine ziemlich dämliche Idee. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt tierisch was zu berichten, wenn wir aus dem Unerreich rauskommen. Die dumm. 49. Tag und 23. Stunde. Perfekt. Wir sind Punkt Mitternacht wahrscheinlich raus aus der Sache. Jetzt müssen wir nur noch dorthin, wo wir schon die Drow abgeschlachtet haben. Weil ich habe euch ja schon gesagt... Oh, hoppla. Du hast ja nochmal Kuatoras hochgewachsen. Weil ich habe euch ja schon gesagt... Es war definitiv gut, dass ich hier die Drow schon niedergemäht habe, als ich eh schon die Tunnel geplündert habe. Weil dort geht es nämlich zur Oberwelt raus. So. Wir stechen hier nochmal alles an Kuator ab, was sich uns in den Weg stellt. Okay, was habt ihr bei euch, Leute? Unser ganzer Schutzzauber ging jetzt auch wieder Flöte. Hält hier eh nicht so ewig, das Zeug. Okay, kommt dann dämliche Trank, können wir uns auch durchgehen lassen. Schutzformel gegen Kälte nehmen wir jetzt einmal mit. Und ein bisschen Gold. So, Schutzformel gegen Kälte. Die kann sich Edwin reinstopfen. Könnten wir eventuell mal wieder gebrauchen, falls wir gegen den Silberdrache kämpfen sollten. Der halt wirklich Eiselement hat. Ach ja, so.
beziehungsweise eigentlich ein Wasserelement. Aber da es in Dungeons & Dragons kein Wasserelement gibt, ist Wasser immer gleich Eis. Okay, die Tore hier sind geknackt. Mit Adalons Schutzrune können wir bestimmt auch weiter durch die Prärie stapfen. Aber ich würde sagen, noch dieser ziemlich harte Episode heute, wo ich den Drache dann doch wieder auf altbewährte Feiglingsmethode gekillt habe, würde ich sagen, dass ich jetzt hier, nachdem wir durchs Tor gegangen sind, und noch mitnehmen, was uns hier erwartet, denn ich weiß, da kommt noch was. Ich hoffe, das bringt was. Mache ich dort noch auf jeden Fall meinen Cut für heute. So, jetzt steche ich noch ab, was möglich ist. Also wirklich sorry, wenn ihr das dann so seht, wie hart ich so dann an der Grenze bin bei solchen Gegnern. Und gerade Drache sind halt wirklich die härteste Gegner, mitunter die härteste Gegner in Baldur's Gate 2, neben der Leichname. So, jetzt haben wir den Drow Magier auch noch gekillt. Wie viel hat denn der eigentlich gebraucht, der Magier? 6000 Erfahrungspunkte. Okay. Gut. So, auf den Elementar bitte. Und dann noch hier. Korgan, trete doch bitte hier noch die Spinne, diese eklige. Ich mag es nicht, wenn die so in der Edwin rumlungern. So, jetzt alle bitte nochmal die hier und dann auf die Drow. So. Das sind auch wieder nur so Standard-Drow. Okay, Anomen. Heilt doch uns alle nochmal in der Zwischenzeit. Gut, sehr schön. Dann flatter ich jetzt nur noch und würde sagen, dass ich, wie gesagt, hier meinen Cut mache. Und wir sehen uns morgen dann bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig, wo wir dann endlich wieder zur Oberwelt zurückkehren. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.